Hello and happy Sunday. Today it's early morning episode because today is race Sunday, Formula One, and then since probably 2 years, I go down at 2 o'clock in the afternoon to Christine, and another friend of them are coming to watch with Tommy, her boyfriend, the Formula One race. And of course, Christine and me, we are knitting, and the boys are watching the race. And sometimes also my teenager boy is coming with, and it's always fun. So no time in the afternoon to record an episode, but why not one in the morning? Yes, as you see, I finished my second Abraço Shawl. I finished it yesterday, and I really love the color combination and how it looks also from far. It's quite a cool combination, I think. And one of my test knitters, she had an amazing idea, and she added a tassel on her shawl. And so I thought I make one as well, because yeah, it's pretty cool if you wear it like this. Let me show you. So then you have the tassel here, and it's just like the point on the eye. It's, yeah, cool. It's not mentioned in the pattern, but I think everybody knows how to make a tassel, or if you watch on YouTube, there are many tutorials how to make one. It's quite easy, and you can use up the last bites of your yarn. Yes, so because it's a bit hot today, I will not wear it during the episode. Today I wear my living room. It's a sweater I made, I guess it was Christmas 22. It's Silana Air Chunky, and I really love this sweater. I could live in it. That's why I call it my living room. And no, until now, no pattern is written for it. It's on my to-do list, and I hope I can do it during this summer, so it will be ready for next winter. We will see. In the background, my Puma shirt, it will be with me at the Swiss Yarn Festival, and it's just here because Christine decided to knit one in fingering weight, silk merino from Trellis in yellow, and she is now very busy knitting because she is afraid not to finish it in time for the Swiss Yarn Festival. But as I know her, she will finish it next Friday, and then probably complaining she has nothing to knit now until the Swiss Yarn Festival. So yeah, and it's really a cool summer shirt with the lace running diagonally
from what top from the top left to down right, and also here you don't see it, on one sleeve there is as well. This one was made from hemp, from Colori Naturali. It's plant-dyed hemp and well worn, because I made it probably 4 years ago, I think. And hemp is really one of my favorite materials to wear during summer, especially very hot days. So yes, that's Puma. And yesterday I restarted to knit on my next Misty Mountain sweater in Chouchou from Penny Lane Yarns, and I made a few rounds, increasing rounds also, but in the evening I was too tired to concentrate myself on increasing and gorgeous stitch in the round. So it was a perfect excuse to start another Abraço shawl. And honestly, I thought if I make a third one, I will use some hand-dyed yarn, but sometimes it goes another way. And a single color, and even in lace weight. It's Silana Air lace, and in silver. The main part will be in silver. And now you can help me to choose the two additional colors for the border, because I'm not sure. First, I thought I make it very classical silver, then with, let me check, slate blue and hot pink. This would be quite classical, right? So now I'm not sure if I should make a funky one. That would be this combination, silver, hot pink, and burnt tangerine. Or the third option could be this one, slate blue, burnt tangerine, and silver. So let me know in the comments which combination you would choose. The classic one, the funky one, or the blue-orange one. Yes, I'm really curious which one you would choose, and still very curious which one I will choose at the end, because this can change a few times. Then I'm working. Oh, hi, Blue. Yeah, hi. Kom over. Sorry, my teenage son just let in Blue, the cat. So maybe you will see him today. Come on. Huh? Huh? Ja, kom. Dan gaan we met die auto van. So look at this beauty cat. Oh, yes. But he is shy. So he just said quickly hi, and now he will lay down
on the carpet and will have a good sleep probably. I work also on a new hat design with that's a cooperation with Textil Manufaktur Tanz from Switzerland. I got this beautiful hand dyed and hand spun yarn. Here it's at the skein, and here when it's winded up. And I started already, and so far it looks like quite a classical hat, but it will have a twist in it, because it should become a hat for men who are often outside, maybe in the forest, in the mountains, and also when it gets really cold, so they can take it down and protect the face as well. So it will have somewhere a cut in the hat, but I didn't have the perfect solution yet how to work the cut and then to make it stable as well. So I'm sure this will take some more time, but it's really nice to knit with, and I think that pondering is also quite nice, lovely. Yes. And hand spoon yarn is really different to work with, as you probably see. It's not regular. It's thicker, thinner, and but I think that's what it makes so much fun to work with. And I hope for sure not before the Swiss Yarn Festival, but to finish it quite soon, or to just have the right solution for the cut. Yes. And so far it's all I have to tell you, or I can tell you for the moment. It's still very busy here because of the Swiss Yarn Festival. I just ordered the last patterns printed. I made some changes and have now 3 patterns overhauled and made it like a flyer, but a little booklet, something like that. So it's already finished printed when they come to my house, not only the cover. So this will save me a lot of time and work to become prepared for festivals, because I just have to take these flyers and put them into a sleeve to protect it during the festival, and I don't need to overuse my own printer here at home and to print a lot of paper. I just can take them with me, and I think that's a pretty cool idea. I didn't made it in the past because
I was afraid when afterwards I got the printed versions, I find a mistake. I have to throw away all the wrong ones, but I will go, I think I will go for this way. And if there is once a mistake in the pattern, then it's probably easier just to print one sheet with the correction and put it inside. Yes, and otherwise next week I have to do some more stuff for Swiss Yarn Festival, as the organizer or the co-organizer, and also of course packing all the bits and stuffs and the dolls, and to put everything down into the living room. It will be very messy then downstairs, but I need my husband on Thursday, the day before the festival, so he will pack up the car and bring it down to the festival, and so we can arrange my booth. And that's quite some stuff I have to take with me, so it will be very funny in our living room for the next 2-3 weeks, because after, when we come back from the festival, then everything goes into the living room as well, until I have the power again to clean it up. Yeah, so I told you everything I could, I think, and hope you enjoyed it, even if it was quite a short episode. And have fun today, and see you next Sunday. Yes, next Sunday is Easter, so then there will be an episode, but on Sunday in 2 weeks for sure not, because then I have no time. But I will try to make a whole lot of videos during the Swiss Yarn Festival, and it will be probably the first time I try to cut and put them together, so I can show you the festival, the atmosphere and everything. So I try my best to improve there as well. So see you, bye bye, enjoy your Sunday. Hallihallo und schönen Sonntag, morgen. Da heute Rennsonntag ist, habe ich am Nachmittag keine Zeit, um eine Episode aufzunehmen, und darum habe ich gefunden, machen wir halt jetzt einmal eine Morgen-Episode. Rennsonntag ist eben, da gehe ich immer auf die 2 zu der Krigi und zum Tommy Formel 1 schauen. Dann kommt einmal noch ein Kollege vom Tommy, der auch mitschaut. Und manchmal, oder früher vor allem, ist das eben so gewesen, dass der Jim, mein Sohn, auch mitgekommen ist. Heute als Teenager findet das einmal nicht mehr so ganz lustig. Hat zwar angekündigt, er käme heute auch mal mit. Bin ich gespannt, ob er doch Zeit hat oder nicht. Aber ja, Krigi und ich tun natürlich Lisme dabei. Die Jungs schauen das Formel 1 Rennen, und es ist einfach der gemütliche Sonntagnachmittag dann so. Darum gibt es heute eine frühe Folge. Gestern habe ich meinen zweiten Abraço Shawl fertig gelismet.
Fleischkäse, Babydurchfall und Himmelblau. Werden die Farben so ein bisschen umgangssprachlich bei uns genannt, aber ich finde es mega schön. Und also im Original heissen die Farben, wo habe ich es? Ah nein, die habe ich nicht da, das ist eine andere Farbkarte. Ich schreibe es unten nie, wie die Farben heissen. Genau, jetzt. Eine von meinen Testlismerinnen, Nicole, hat bei ihrem Schal einen Tassel angemacht. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heisst. Und ich habe gefunden, das ist eine mega coole Idee. Und habe jetzt hier auch einen gemacht, einfach mit diesen 3 Farben natürlich, die ich verlismet habe. Rosarot hatte ich nicht mehr so viel. Darum habe ich ihn dann mit Blau abgebunden. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber ja, man lernt dazu. Der Tassel steht aber nicht in der Anleitung drin. Aber ich glaube, das ist etwas, wo wir alle aus der Nähe kennen, haben wir dort dann auch gelernt. Und sonst gibt es ganz coole Anleitungsvideos hier auf YouTube, wo man schnell schauen kann, wie das funktioniert. Und es ist natürlich auch noch eine coole Idee, weil man dann von seinen 3 Farben gerade noch mal ein bisschen aufbrauchen kann und vielleicht hast du dann gar keine Reste mehr. Je nach Tassel. Ich habe dann gestern noch mal ein paar Runden an meinem zukünftigen zweiten Misty Mountain Sweater gelismet. Bin immer noch in den Zunahmerunden und habe schlussendlich am Abend sagen, ich mag mich nicht mehr konzentrieren. Und ist halt wirklich eine perfekte Ausrede, um nochmal einen Abraço Shawl anzuschlagen. Eigentlich habe ich gedacht, wenn ich einen dritten mache, dann nehme ich das Fingering Weight handgefärbt. Ja, manchmal kommt es anders. Und ich habe wieder Uni. Und das mal sogar Lace. Nicht einmal Fingering, aber das ist noch cool, weil dann habe ich ein DK, ein Fingering und ein Lace-Schal. Und das ist auch Silana, aber Air Lace in Silber. Und jetzt kannst du mir gerade helfen, weil bei den Farben für Bordüren habe ich zuerst gedacht, ich mache eine klassische Kombi. Zack. Und zwar so. Silber, Hot Pink und warte jetzt, wie heisst es? Slate Blue. Dann habe ich aber sagen, so ein bisschen funky wäre eben schon auch cool. Das wäre einfach mit Burnt Tangerine dazu. Und schlussendlich kann ich aber sagen, komplementär wäre ja eben auch noch cool. Also, schreibt mir doch in die Kommentare, welches das deine Favoriten-Kombi wäre. Classical mit Hot Pink, Blau und Silber oder Funky mit Pink, Orange und Silber oder komplementär. Bin ich gespannt, was dein Favorit ist. Und ich bin natürlich auch gespannt, was ich dann schlussendlich nehme oder verliese. Und das kann sicher noch 20 Mal ändern, bis ich mich dann wirklich festlege. Heute übrigens habe ich meine Stube an. Das ist ein Pulli, den ich an der Weihnachten 22 gelismet habe, aus
der Silana Air Junkie, den ich im Novolana gekauft habe. Und ich liebe diesen Pulli. Ich habe den so viel an. Ich könnte drin leben und darum heisst er meine Stube. Eine Anleitung gibt es noch nicht. Ich hoffe, dass ich es dieses Jahr vielleicht im Sommer durch schaffe, die Anleitung zu schreiben, damit sie dann draussen wäre, wenn der nächste Herbst-Winter kommt. Aber der ist so schön, den trage ich das ganze Jahr. Und da hinten, ups, jetzt ist es natürlich wegen dem englischen Teil verkehrt schon gedreht. Das ist das Puma-Shirt, ist ein Sommershirt, das ich aus Hanf gelismet habe. Pflanzengefärbtes Hanf von der Colori Naturali. Und der Lace-Einsatz läuft von der linken Schulter runter auf die rechte Körperseite. Und darum war es vorher jetzt so träge gewesen. Da auf dem Ärmel, aber nur auf einem bei mir, aber man könnte es natürlich auf beiden machen, ist auch nochmal das Lace-Muster. Das habe ich heute vorgenommen, weil Krigi hat sich spontan dazu entschieden, noch ein Puma-Shirt zu lismen für das Swiss Yarn Festival. Sie macht es jetzt in Fingering Yarn Merino Seidengemisch von der Trellis und in Gel. Und sie ist schon, also gestern, als ich heim bin, ist sie etwa da gewesen, glaube ich. Sie hat gerade im Moment oder gestern gerade ein bisschen Stress gehabt und hat gefunden, ich muss für sie machen, sonst bin ich nicht fertig, Aber so wie ich sie kenne, hat sie das spätestens am nächsten Freitag fertig und dann weiss sie wieder nicht mehr, was sie lismen soll bis zum Festival. Aber ja, sie hat ja dann noch die Option, einen Abraço Shawl zu lismen. Den bringt sie dann Lücke auch noch Stand bis zum Festival. Genau. Dann habe ich noch im Moment ein Design in der Arbeit, wo eigentlich jetzt, wie soll ich sagen, es ist eine Kappe, wo eine Kappe sollte ja schnell gehen, aber es ist eine spezielle Kappe. Es ist in Zusammenarbeit mit der Textilmanufaktur Tanz. Der Jürgen tut es Hand färben und die Annette tut es Hand spinnen, also mit dem Spinnrad. Und ich finde es mega coole Farbkombi. Es ist ein bisschen Camouflage-Style. Und da ist eben eigentlich der Wunsch, dass es ein bisschen eine Outdoor-Kappe gibt für Männer, natürlich auch Frauen, die viel draussen sind, die im Wald sind, ob sie jetzt viel einfach draussen sind wegen dem Wandern oder so, oder halt eben auch für Jäger. Und es sollte darum einerseits schön warm sein und andererseits so ein bisschen multifunktional, sprich, wenn es wärmer ist, kann man sie aufrugeln und wenn es kalt ist, kann man sie abnehmen und dann aber eben auch eigentlich so ein bisschen, wie heisst der, Roger Staub kappenmässig kann das Gesicht schützen damit. Sprich, es braucht irgendwo einen Schlitz, dass man ja dann auch raus sieht. Und da habe ich einfach noch nicht so die perfekte Idee, wie ich diesen Schlitz gerne machen will. Und dann auch, dass er genug stabil ist und nicht zu fest ausflödert. So weit bin ich, Fangs.
Und ja, bis jetzt sieht es wirklich aus nach einem klassischen 2 rechts, 2 links Muster, ist es aber nicht. Und es ist viel, viel dicker mit dem Muster, das ich jetzt hier genommen habe. Ist auch wieder mit einem D-Stitch, also wo man ein bisschen tiefer, also in jeder zweiten Reihe tiefer sticht, und denke, das kommt noch gut mit dem. Mit handgesponnen Wolle ist es natürlich auch immer spannend zu arbeiten, weil sie ist ein bisschen unregelmäßig. Manchmal ist sie, wie jetzt hier zum Beispiel, gerade mal wieder ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Aber ich finde, das ist genau das, was der Reiz ausmacht, mit handgesponnener Wolle zu arbeiten. Und ja, ich bin sicher, ich bringe es nicht mehr an vor dem Swiss Yarn Festival, aber ich hoffe, dass ich dann die Kappe schon gleich fertig habe und schon gleich kann schreiben und in Testknit kann schmeißen. Genau. Ja, die nächsten 2 Wochen sind natürlich jetzt wirklich im Zeichen vom Swiss Yarn Festival. Einerseits gibt es doch noch ein paar organisatorische Sachen, also aus der Sicht von der Swiss Yarn Festival Organisation. Es ist immer so komisch, weil ich muss ja organisieren, aber auch natürlich eben festivalmäßig und natürlich auch Puzzeria-mäßig. Und da werde ich sicher nächste Woche einiges noch absorbiert sein, gerade vom Swiss Yarn Festival her. Und dann aber auch von meiner Seite her, von der Puzzeria-Seite her. Ich habe jetzt diese Woche noch 3 Anleitungen überarbeitet und habe gerade Printdaten gemacht. Also sprich, es gibt jetzt von 3 Anleitungen neu dann eine Art, der heisst Falzflyer. Das ist noch coole Dings, da kann man wie ein Handörgel auseinanderziehen. Und dort ist jetzt wirklich die ganze Anleitung dann gerade drauf geschrieben. Das macht es ein bisschen einfacher für mich, weil so habe ich einmal die Arbeit, um das am Kompi zu erstellen. Ich kann das in den Druckauftrag geben und komme es dann gerade gedruckt über. Und ich muss nicht mehr meinen Printer überstrapazieren, Tonnen von Papier ausdrucken, Tonnen verbrauchen und dann falten und einpacken, sondern jetzt kommt es, pam, druckt und einfach dann noch in eine Hülle tun, damit sie ein bisschen geschützt sind während dem Festival, weil die Sachen werden doch auch viel angelangt, rausgenommen und so. Und es sollte ja dann auch schön aussehen am Schluss. Aber ich glaube, das ist wirklich der Weg, den ich in Zukunft einschlagen werde. Bis jetzt habe ich es nicht gemacht. Einerseits, weil ich immer ein bisschen Angst hatte, dass, wenn sich irgendwo doch noch ein Fehler eingeschlichen hat bei der Anleitung, müsste ich nachher die gedruckten Anleitungen alle schmeißen, und das wäre ja auch wieder ein völliger Irrsinn. Aber ich glaube, wenn jetzt bei einer Anleitung wirklich ein Fehler vorkommt, dann kann ich es immer noch so machen, dass ich dann wirklich die Korrektur halt wieder auf ein A4-Blatt drucke und so in die Anleitung einlegen. Ich glaube, das ist ein annehmbarer Weg, wo dann auch nicht so einen extrem grossen Verschleiß hat von Papier oder Drucksachen. Und ja, schauen wir mal, wie es rauskommt. Ich bin immer ein bisschen nervös, wenn ich das erste Mal so Druckdaten gemacht habe, bis dann der erste Auftrag geliefert wird und ich das endlich in der Hand habe.
Aber ich musste jetzt natürlich für sie machen, weil sonst lange jetzt nicht mehr. Die brauchen doch auch meistens etwa eine Woche, bis sie es gedruckt haben und zugestellt haben. Und ja, das Swiss Yarn Festival ist in 2 Wochen. Also muss das jetzt bis an die Ostern da sein, dass ich es nachher verpacken und parat ist. Und dann werde ich natürlich all meine Standsachen noch parat machen, also wie Babys oder meine Extrabeine für die Socken, die Stühle und. Das muss alles abgetragen werden in die Stube und dort parat gestellt werden, weil mein Mann wird das dann am Donnerstag vor dem Swiss Yarn Festival selber laden und mir runterbringen, weil ich werde schon ab dem Morgen um 7:30 unten sein, die Stände einzeichnen, alles vorbereiten, für wenn die Aussteller kommen. Und er wird es mir dann nach dem Mittagessen runterbringen, das Zeug. Und darum kommt das jetzt einfach alles einmal in die Stube, inklusive auch alles, was man mitnehmen für die Organisation vom Swiss Yarn Festival. Das ist auch noch ein gewisser Teil, der natürlich bei mir ist. Zum Glück hat er einen Anhänger. Hoffen wir einfach, das regnet nicht, weil der Anhänger ist nicht dicht. Und natürlich, klar, mein Auto wird auch noch vollbiegen. Das ist ja auch logisch. Ja, das ist es eigentlich für heute. Genau, am nächsten Sonntag, Ostersonntag, mache ich sicher auch noch mal eine Episode. Heute in 14 Tagen sicher nicht. Da habe ich keine Zeit. Ich habe mir aber schon selber den Auftrag gegeben, dass ich schauen muss und nicht vergessen, dass ich ganz viele Filme mache vom Swiss Yarn Festival und muss mich dann halt irgendwann damit auseinandersetzen, das dann zu schneiden und zusammenzusetzen, dass das dann auch ein bisschen Sinn macht für euch. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich so eine Episode dann anbringe mit einfach den Eindrücken vom Swiss Yarn Festival und euch das dann in der Woche nach dem Festival aufladen für alle die nicht kommen können. Oder auch für, wenn jetzt du am Samstag kommst, dann kommst du vielleicht auch einen kleinen Einblick vom Freitag oder vom Sonntag über. Das wäre ja auch noch cool. Ja, das wäre es für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast es genossen. Es war nicht langweilig und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Wunderbar. Bis dann. Ciao, ciao.